ganz ich. Und uns hier so einrollen, also dass wir auch weich fallen und vor allem nicht, dass der Kopf auf den Boden kommt. PMG Sentak nennt sich eine traditionelle Kunst der Selbstverteidigung, die aus der Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt in Sumatra entstand. Dort soll diese Form der Bewegungskunst schon auf die Zeit vor Christus zurückgehen. In Europa wird sie ähnlich wie Tai Chi oder Yoga unterrichtet. Dabei werden die Abwehrkräfte gestärkt und die eigene Kreativität wachgerufen. Wurmsergasse im 15. Bezirk, eine Bewegungs- und Kampfkunst aus dem Westen Sumatras, die viele Namen hat. Hier heißt sie nach dem Meister Miha, der sie nach Österreich gebracht hat. PMG Sentak. Perfekte Körperbeherrschung, Schnelligkeit und Sprungkraft sind die sichtbaren Trainingsergebnisse. Den Oberkörper nach vorne schnellen lassen, die Arme mitnehmen, in den Schultern drehen, die Arme vor dem Körper schließen, die Beine gegrätscht und wie im Sattel sitzend wippen. Dieser Bewegungsablauf erinnert an Judo, an Tai Chi und andere asiatische Formen der Selbstverteidigung. Viele Bewegungen sind den Tieren abgeschaut. Ducken mit vollgestrecktem Hals und wachsamem Blick, schnappende Hände und oft zu Krallen gespannte Finger. Die Trainingsmethode wird von Meister Miha aus West-Sumatra gelehrt. Dem etwa 50-jährigen Mann sieht man das Alter nicht an. Gemeinsam mit seiner erwachsenen Tochter Pandeka Putty, die besonders gerne die tänzerischen Seiten dieser Bewegungskunst unterrichtet, hat er diesen exotischen Sport in Österreich etabliert. Pandeka ist die Bezeichnung für den meisterhaften Lehrer und wird stolz wie ein Titel getragen. Pandeka Miha möchte damit auch die Kultur jener ethnischen Gruppe weitertragen, der er selbst angehört, dem Volk der Minangkabau. Hier in Mitteleuropa wirkt die Kunst des Sentak wie eine asiatische Selbstverteidigungsschule, die gleichzeitig auch Kulturinstitut ihres Landes ist. Diese Kampfkunst entwickelt von Tier- und Pflanzenwelt, wie gesagt. Und von Tieren eigentlich haben wir beobachtet von Raubkatzen. Das sind nicht nur Tiger, wir haben verschiedene Raubkatzen. Natürlich, wir sehen eigentlich, wie sie sich verteidigen, wie sie sich heilen, auch wenn sie krank sind. Das heißt, diese Kampfkunst lernt man auch, wenn jemanden die anderen schlagen, muss man auch heilen können. Deshalb, nach dem Training, lernen die Schüler